gut hast du eingeschaltet für die Message, die dich wird berühren. Hey, in der Weihnachtszeit erinnern wir uns immer wieder neu daran, dass Gott sich involvieren in unser Leben. Ja. Wir hoffen, durch die Message auch in deinem. Tim, bist du ready? Ich bin so ready. Ich freue mich, über ein sehr aktuelles Thema zu reden. Ja, wir dürfen Weihnachten ja bald feiern. Und für mich ist Weihnachten schon auch immer das Fest, wo ein Begriff zu Jesus für mich heraussticht. Er ist der Friedensfürst. Er ist der Frieden auf die Welt bringen will. Frieden natürlich versöhnen mit Gott, aber auch Frieden wirklich in unser Leben. Und heute schauen wir an, wie Jesus Frieden in unser emotionales Chaos hineinbringen. Irgendjemand da, der emotionales Chaos hat? Woo! Woo! Emotional damage! Woo! It's me! Ist gut, hey, wir sind honest, wir sind ehrlich da in der Kirche. Okay. Fang wieder. Lass uns das anschauen, weil Jesus bringt wirklich Hoffnung dort, wo man amigs keine menschliche Antwort hat Jesus eine Antwort in unseren emotionalen Chaos hinein. Come on, Tim. Yes, wir werden heute Abend darüber reden, über Frieden und wie wir den erfahren können in unserem Leben. Und darum, gerade mal zum Anfang, möchte ich euch eine einfache Frage stellen. Was stellt dir deinen Frieden? Was stellt dir deinen Frieden? Wir haben alle Sachen, die uns unseren Frieden stellen. Okay, vielleicht mal mit Händen, ich kann mal Hände aufheben in der Loft oder daheim. Was ist mit Leuten, die laut kauen beim Essen? Ja, Hände gehen rauf. Klassisch. Was ist mit Leuten, die laut TikTok-Videos schauen im öffentlichen Verkehrs... Ja, okay, wenn du so jemand bist, warum machst du das? Kannst du bitte aufhören? Oder vielleicht, was ist, wenn du auf der Autobahn bist und vor dir ist ein Aargauer auf der Autobahn? Ich weiss gar nicht, was mit mir los ist. Ich bin Aargauer. Ihr seht, was ihr mit mir macht, ihr Zürcher. Ei. Jetzt für mich, was mir meinen Frieden klaut, sind Hunde. Wenigstens kein Bauernruf, das ist mal gut. Hunde klauen mir meinen Frieden. Aus 2 verschiedenen Gründen. Erstens, und ich weiss, also, bevor du überhaupt gekränkt wirst und sagst, ja, dein Hund ist wahrscheinlich anders als alle anderen Hunde. Hunde klauen mir meinen Frieden, weil erstens mal, sie berühren mich oder wenn ich das nicht will. Ich habe das nicht unter Kontrolle, wenn sie mich berühren. Vielleicht gewisse von euch haben das gern, wenn ein Hund kommt und so, Buddy, und ihn so streicheln und dann alles so Schleim an den Händen, weil er dich abschlägt. Ich habe das nicht gern. Ich fühle mich wirklich nicht wohl in meiner Haut. Und der zweite Grund, warum ich Hunde nicht haben kann, ist, und ich bin transparent genug, 21. Jahrhundert, dass ich es mal sagen, ich habe Angst vor Hunden. Ich habe Angst vor Hunden. Jetzt denkst du, Bro, du hast Angst vor Hunden. Okay, es gibt Familiengeschichte da dahinter. Erstens mal, meine Mutter ist in Ghana aufgewachsen als ein kleines Kind, als Missionarskind. Und sie ist von einem ghanäischen Hund gebissen worden, ihre Hand. Und ich habe als kleiner Bub immer wieder Geschichten gehört von meiner Mutter, wie sie erzählt hat, dass sie 16 Spritzen bekommen hat in ihren Bauch, sodass sie keine Tollwut bekommt. Könnt ihr euch vorstellen, ein kleiner Timmy, traumatisiert. Okay? Jetzt sagst du, okay, das sind afrikanische Hunde, das sind das gleiche wie Schweizer Hunde. Also, mein Vater ist in der Schweiz aufgewachsen und er ist gebissen worden von einem Schweizer Hund in sein Gesicht. Schlimmer als Hand, in meiner Meinung nach. Also, wenn jetzt ein Hund auf mich zurennt, habe ich immer das Gefühl, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Jesus, nimm mich, der Hund darf mich essen, wenn er will. Und das ist eine wahre Geschichte. Ich kann mir gar nicht mehr helfen. Es passiert einfach. Vor ein paar Monaten bin ich mit meiner Freundin an dieser Zeit. Jetzt ist sie meine Verlobte. Halleluja. Hello. Wir sind gelaufen auf einem kleinen Weg und ein kleiner Hund rennt auf uns zu. Die kleinen Hunde sind die schlimmsten. Und ein kleiner Hund rennt auf uns zu. Und ganz ehrlich, liebe Freunde, es ist jetzt, unterdessen ist es nur noch Reflex. Und ich bin nicht stolz auf was ich gemacht habe. Ich habe nicht das gemacht, was ein Mann machen würde, wenn da irgendwie etwas Gefährliches auf einem zurennt und man ist mit seinen Verlobten unterwegs. Ich bin nicht stolz darauf. Ich habe sie geschöpft und habe mich versteckt hinter ihr. Und wisst ihr, es hat einen kurzen Moment gegeben, nachher, wo der Hund zu uns herumgelaufen ist, so, wo sie mich angeschaut, ich sie angeschaut, und beide gecheckt haben, im gleichen Moment, so, was passiert ist. Und sie so, hast du mich jetzt wirklich gerade vor einem Hund geschöpft? Hunde klauen mir meinen Frieden.
Ich habe meine zukünftige Frau geopfert. Kleiner Hund. Sie klauen meinen Frieden. Jetzt, das ist vielleicht lustig, aber wir haben alle Sachen, die uns unseren Frieden klauen. Und vielleicht ist es für dich etwas viel Persönlicheres, etwas viel Intimeres. Was behaltet dich wach am Abend? Und klaut dir deinen Frieden? Vielleicht ist es, was andere Menschen denken über dich. Vielleicht ist es deine Zukunft, die unsicher ist und du das Gefühl hast, dein Leben entgleitet dir wie. Oder vielleicht ist es das Verhalten von einem Freund, von einer Freundin, von Kindern, von Eltern, wo du das Gefühl hast, du hast keine Kontrolle darüber. Und es klaut dir deinen Frieden. Mein Punkt ist der heute Abend, dass ich glaube, dass die meisten Sachen, die dir im Moment deinen Frieden klauen, stellen, sind Sachen, die außerhalb von deiner Kontrolle liegen, aber du probierst sie trotzdem zu kontrollieren. Die meisten Sachen, die dir deinen Frieden klauen im Moment, liegen außerhalb von deiner Kontrolle und du weißt es tief innen auch, aber du probierst sie trotzdem zu kontrollieren. Jetzt, wieso wirst du so etwas machen? Ich denke, 2 Gründe. Erstens, ich denke, es ist menschliche Natur, dass wir haben es nicht gern, wenn etwas nicht in unserer Kontrolle ist. Wir fühlen uns unsicher und nicht wirklich am richtigen Ort. Und unsere Tendenz ist, dass, wenn so etwas passiert, so eine Situation auftritt, dass wir Kontrolle nehmen wollen, sodass wir wieder Frieden verspüren. Und der zweite Grund, warum ich denke, dass wir das machen, ist, dass wir in einer Kultur leben, umgeben sind von einer Kultur, von einer kulturellen Geschichte, die sagt, umso mehr Kontrolle du wirst haben, umso mehr Kontrolle du wirst haben über dein Leben, deine Gesundheit, deine Beziehungen, deine Karriere, deinen Ruf, desto mehr Frieden wirst du verspüren. Also umso mehr Kontrolle, desto mehr Frieden. Es tut mir leid, dass ich die Person sein heute mal, die dir das sagt. Die Bibel sagt genau das Gegenteil von dem. Und es ist zusammengefasst in dem Wort von Jesus, wo er sagt in Matthäus 16,25, alle die festhalten an ihrem Leben und es versuchen zu retten, die festhalten daran, der Kontrolle, die werden es verlieren. Aber all die, die es werden gehen, die ihr Leben aufgeben, die Kontrolle abgeben, für mich und meinetwillen, die werden es finden. Also die Bibel macht eigentlich den Punkt, nicht, dass Frieden kommt, wenn du endlich Kontrolle über alles in deinem Leben hast, sondern dann, wenn du nicht mehr länger Kontrolle brauchst. Und ich möchte heute in eine Passage schauen, zwar in Matthäus 2 lesen wir, wie Jesus geboren wird in Bethlehem, in Judäa, während der Herrschaft von König Herodes. Und ich möchte für ein paar Momente einfach jetzt mal geschwind auf König Herodes schauen. Weil ich glaube, er ist ein Beispiel, das die Bibel uns gibt, das versucht, möglichst viel zu kontrollieren, um Frieden zu erfahren. König Herodes schon mal gehört? Gut. König Herodes ist so bekannt als der Babykiller, wo Jesus geboren ist. Ich gebe euch ein paar Fakten über ihn. Er war König von Judäa und von den Juden von 37 vor Christus bis 4 nach Christus. Jetzt ist es wichtig, dass wir checken, dass er aus der Perspektive von grossen Teilen der jüdischen also von der jüdischen Bevölkerung, ist er nicht rechtmäßiger Thronfolger gewesen. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, er ist nur teilmäßig jüdisch gewesen. Das hat ihn disqualifiziert. Er ist nicht von der königlichen Familie, des sogenannten Hasmonäer, abgestammt. Er hat zwar versucht, seine Königsherrschaft zu legitimieren, indem er in die Familie hineingeheiratet hat. Er hat eine Frau genommen von der Hasmonäer. Sie heisst Mariam. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Mariam. Und, aber das hat wie nicht gelangt. Nein, der König Herodes war auf dem Thron, weil Rom hat ihn auf den Thron gesetzt. Jetzt denkst du, okay, wieso hat Rom ihn auf den Thron gesetzt? Bevor der Herodes König geworden ist, hat er die Römer unterstützt. In gewissen von ihren Kriegen hat sie supportet. Und im Gegenzug haben sie in Rom ihn als König von Galiläa gekrönt. Darum ist er auf Jerusalem, hat Jerusalem angegriffen, erobert und der letzte hasmonäische König umgebracht. Jetzt ist er an der Macht in Jerusalem, aber ihr könnt euch vorstellen, dass er eine komplett unsichere Position hat, weil das Volk würde ihn nicht akzeptieren als ihren König. Er hat ihren letzten hasmonäischen König getötet. Und was macht der Herodes als Antwort darauf? Genau das, was wir vorhin darüber geredet haben. Er versucht, möglichst viel von seinem Leben zu kontrollieren.
Er macht das folgendermaßen. Einerseits, er versucht zu kontrollieren seine Zukunft und seine Position als König, indem er jeden potenziellen Konkurrent auf seinen Thron umgebracht hat. Sein erster Akt war, 45 Männer zu töten, die ihn hätten vom Thron stoßen können. Und 2 von seinen Söhnen. Auch noch gerade. Gleichzeitig. Es gibt ein berühmtes Sprichwort vom Caesar Augustus, das war der römische Kaiser, der gesagt hat, es ist sicherer, am Herodes sein Schwein zu sein als sein Sohn. Und euch das mal vorstellen. Der Herodes hat versucht, seinen Ruf zu kontrollieren, indem er die hasmonäische Frau geheiratet hat. Und Historiker sagen, das war seine Lieblingsfrau. Er hatte 10 Frauen gehabt. Das war seine Lieblingsfrau. Aber ein paar Jahre später hat er sie exekutiert, weil er das Gefühl hatte, sie macht einen Plot gegen ihn. Und er versucht zu kontrollieren, was die Menschen von ihm gedacht haben, indem er unglaublich viele Gebäude, Tempel und Paläste gebaut hat, sodass die Menschen etwas hätten, wo sie ihn gross nennen dafür. Herodes der Gross. Und ich weiss, der letzte Punkt auf der Liste vorher war ein bisschen harsch, und ich gebe zu, das ist eine Interpretation von mir, aber ich meine, wir reden über einen Mann, der 5 Tage vor seinem Tod hat er einen von seinen Söhnen umgebracht, weil er nicht warten wollte, bis der Herodes gestorben ist, wie König war. 5 Tage, er war schon alt und krank. Also mach dein eigenes Urteil über ihn. Aber wir können jetzt vielleicht, wenn wir all das wissen, ein bisschen besser verstehen, wie sich der Herodes fühlen musste, wo da die 3 Sterndeuter oder die Sterndeuter aus dem Osten, die Magi, die weisen Männer kommen und sagen, hey, wo ist eigentlich der neugeborene König der Juden? Könnt ihr euch vorstellen, wie er sich fühlen musste? Nicht im Frieden für sicher. Weil der Herodes hat verstanden, wenn das Baby König ist, dann kann ich es nicht sein. Es gibt nicht die Möglichkeit von 2 Königen. Jetzt, wenn ich mir das überlege und die Geschichte mir im Kopf habe, wie das alles abläuft mit Jesus, der geboren wird, dann scheint mir, als würde alles so ein bisschen Hand in Hand gehen, aber der Charakter Herodes, sein Charakter scheint wie so die ganze Erzählung so ein bisschen zu unterbrechen. Und ich habe die Geschichte gelesen und ich habe mich gefragt, hey, warum ist das überhaupt drin? Warum ist das genug wichtig, dass der Herodes erwähnt wird? Die ganze Geschichte, ich meine, es ist eine Geschichte über Jesus, der geboren wird. Die Hoffnung von allen Nationen. Warum? Was macht der Herodes dort drin? Und als ich Passagen einmal gelesen habe, ist es plötzlich aufgegangen. Ich habe plötzlich realisiert, wer der Herodes wirklich ist. Der Herodes bin ich. Der Herodes bist du. Der Herodes ist jeder Mensch, der jemals gelebt hat. Du sagst, was meinst du damit? Denk mal darüber nach. Wir sind vielleicht nicht König im Status wie er, aber jeder einzelne von uns hat auf die eine Art oder die andere versucht, König oder Königin von unserem eigenen Leben zu sein. Wir alle haben versucht, ein Königreich zu bauen, das heisst Tims Königreich oder Salomes Königreich, wo wir in Kontrolle sind, wo wir das Zentrum sind von aller Aufmerksamkeit und wo wir Gott draussen lassen. Es ist ein bisschen von Herodes in jedem von uns. Und die Bibel macht es eigentlich eben sehr klar, dass Menschen sind nie gedacht, König zu sein. Niemals. Nicht mal im Alten Testament, Saul, David, die sind nur König, weil Gott hat dem Volk Israel Könige gegeben, weil Israel gesagt hat, ich will einen König. Aber Gott hat auch gesagt, als er ihnen gesagt hat, es gibt König, ihr wollt einfach einen menschlichen König, weil ihr wollt nicht, dass ich euer König bin. Weil Gott hat gewusst, wenn wir Könige sind von unserem eigenen Leben, gibt es keinen Raum mehr für ihn, zum König zu sein. Also, um meinen Teil abzuschliessen, meine Frage an dich ist, wie äußert sich das in deinem Leben, in Kontrolle zu sein? Bist du im Frieden? Für alles verantwortlich zu sein? Kontrolle zu sein? Immer mal Kontrolle zu brauchen? Oder kann es sein, dass vielleicht du genau dich eben nicht friedlich fühlst und den Frieden, den Jesus darüber hat, nicht spürst, weil du in gewissen Bereichen von deinem Leben an der Kontrolle festhältst und sie nicht unterordnest? Oder der König, der wirklich in Kontrolle ist. Weil auch wenn ein bisschen Herodes in jedem von uns ist, heisst das nicht, dass wir enden wie er. Es gibt eine Alternative und die wird beschrieben, auch in Matthäus 2. Wir lesen in Matthäus 2,11, wie die weisen Männer kommen
Und wie sie Jesus finden. Und sie gehen ins Haus, sie sehen die Mutter und das Baby und sie knüllen an und sie beten ihn an. Und ich liebe es, dass die Bibel sagt, es sind Sterndeuter, in gewissen Übersetzungen heisst, sie sind weise Männer. Also wäre die Definition von Weisheit, zu wissen, dass ich nicht König bin, sondern dass ich einen König habe. Dass ich nicht Königin bin, sondern einen König habe. Sein Name ist Jesus. Und was sie mir als erstes geben, ist Gold. Ich habe das hier als Eilu für euch, als eine Krone. Und sie machen ein Statement damit, dass wenn sie einem Baby Gold geben, heisst das Baby ist königlich. Und es ist die gleiche Herausforderung, die gleiche Alternative, nicht an der Kontrolle festzuhalten für uns, sondern um wirklich den Frieden zu erfahren, wo Jesus darüber redet. Nicht an unserer Kontrolle festzuhalten, nicht an unserer Königsherrschaft festzuhalten, sondern sie anzulegen an den Füßen von dem, der wahrhaftig und einmalig König ist. Sein Name ist Jesus Christus. Yes. Amen. Nicht Kontrolle bringt Frieden in unser emotionales Chaos, sondern Jesus als König zu haben. Ich möchte den nächsten Aspekt anschauen mit euch, was es kann bedeuten, emotionales Chaos zu haben. Und zwar das Wort Verbitterung. Jetzt, wenn du mich vor ein paar Wochen gefragt hast, Joel, bist du verbittert? Hätte ich gesagt, nein. So die alten Männer, so mein ehemaliger Nachbar da mit dem Boxerhund. Hund, machen bitter. Genau. Der war bitter gewesen. Oder so die Karens. Kennst du die Videos von Karens? Die sind bitter. Und jetzt habe ich aber in den letzten Artikel gelesen und mich ein bisschen damit befasst, was bedeutet Verbitterung. Und im Moment ist das ein sehr aktuelles Thema unter den Psychologen. Weil sie haben gemerkt, auch gerade nach Corona, obwohl Corona jetzt schon eine Weile seither ist, so der Lockdown und so, es gibt sehr viele Menschen, die Ungerechtigkeit in dieser Zeit erlebt haben und immer noch sehr darunter leiden. Verbitterung. Und sie haben das so ein bisschen, ich möchte mit euch einen Ausflug machen, jetzt in Psychologie. Das erste, Verbitterung ist ein ganz normales Gefühl. Also du erlebst regelmäßig Verbitterung, einfach mal, wenn du empfundene Ungerechtigkeit erlebst. Also irgendetwas passiert, du stehst an für deinen Kaffee, wärst dran und da kommt einer nebendran und sagt, hey, warte schnell, ich will noch schnell zuerst und drängelt sich rein. So, die gibt's ja, gell, die mühsamen. Empfundene Ungerechtigkeit oder auch bei deinem Geschäft. Allen wird Danke gesagt, aber dir sagt niemand Danke. Oder ein Vertrauensbruch, eine Beziehung geht zu Ende. Oder dir wird etwas versprochen und nicht eingehalten. Oder eine Kränkung. Irgendwie wirst du irgendwo, vielleicht auch nur aus Jux, von einem Kollegen von dir irgendwie dumm angefickt. Und das löst so ein Gefühl doch in dir raus. Und das ist ganz normal, das ist so die temporäre, vorübergehende Verbitterung, nennt sich das. So das, was erlaubt sich der? Das ist unfair, es ist ungerecht. Was erlaubt sich der? Aber das Gefühl kann eben auch dazu werden, dass es immer und immer wieder kommt. Das Gefühl von der Verbitterung ist wie Unkraut in deinem Garten inne. Und wenn es niemand ausrupft und niemand pflegt, dann verbreitet es sich im ganzen Garten. Ich habe so eine Situation erlebt letzte, wo ich wirklich gemerkt habe, es löst so eine Verbitterung aus in meinem Leben. Vor etwa 2 Jahren haben gerade 2 Menschen, die mir mega wichtig sind in meinem Leben, mir eine Nachricht geschrieben, hey, ich will nicht mehr mit dir zu tun haben und mich nachher blockiert und rausgenommen. Einer davon war ein Freund, den ich seit über 20 Jahren eine Freundschaft habe mit ihm. Er hat geschrieben, hey, du hast meinen Geburtstag vergessen, ich will nicht mehr dein Freund sein. Und im ersten Moment, oder, logisch, hat es mir leid getan, ich habe seinen Geburtstag vergessen und dann bin ich traurig gewesen. Und dann das dritte Gefühl, das so war, ist so wirklich wie ungerecht. Ich habe so viel investiert in die Freundschaft, ich habe ihm so oft geholfen, ich bin da gewesen immer und er wegen einem kleinen Fehler. Und das Gefühl ist da gewesen. Und es hat eben etwas auch mit mir gemacht. Dass ich das erlebt habe, gerade bei 2 Menschen, es ist dann zu einer stimulusgebundenen Verbitterung gekommen in meinem Herz inne. Sprich, wenn meine Frau irgendetwas an mir kritisiert hat, irgendwo etwas Kleines, das war meine Reaktion. Und jetzt, willst du mich auch verlassen? Willst du auch gehen? Bin ich auch zu viel, hä? Habe ich deinen Geburtstag auch vergessen?
Und vielleicht kennst du das, etwas Kleines, wo nachher ist, triggert dich dermassen, weil etwas passiert ist. Und das ist so eine Verbitterung, die schon so tief in deinem Leben drin ist, dass es auf andere Situationen überschwappt. Irgendetwas, wo du siehst, zwei Menschen, die glücklich sind, jemand anderes, der eine Freundschaft hat, und es triggert dich. Das ist Verbitterung, die sich anfängt breit machen in deinem Herz. Es kann sogar weitergehen. Nämlich, es kann zu einer Verbitterungsneigung werden. Es kann zu einer Persönlichkeitseigenschaft von dir werden. Wo du wirklich merkst, ich bin eigentlich immer ein bisschen bitter. Ich nehme das immer so ein bisschen mit. Immer ein bisschen schnell aggressiv. Immer ein bisschen schnell, ich identifiziere mich ein bisschen mit dem, ich bin der, wo Ungerechtigkeit passiert ist. Und es wird zu deiner Persönlichkeit. Und nachher haben sie herausgefunden, es gibt sogar eine posttraumatische Verbitterungsstörung. Du kannst vielleicht posttraumatische Belastungsstörung und genauso gibt es auch mit Verbitterung. Man hat das vor allem entdeckt bei Leuten, die in Corona ihr Business verloren haben. Und jetzt ist es vorbei und sie könnten theoretisch ja wieder ein Business anfangen. Aber es hat sie so zermürbt, die Ungerechtigkeit, die sie dort vielleicht erlebt haben, dass sie nicht mehr fähig sind, irgendetwas wieder auf die Beine zu stellen. Und es ein selbstzerstörerisches Verhalten wird. Also Bitterkeit hat offiziell Möglichkeit, dass es wirklich zu einer richtigen Krankheit wird in deinem Leben. Wir müssen lernen, Bitterkeit begegnen. Und die traurige Nachricht ist für dich, das Leben ist nicht fair. Du kommst nicht darum herum, Bitterkeit zu empfinden. Du brauchst eine Lösung für Bitterkeit in deinem Herz. Weil ignorieren ist keine Lösung. Und dann kommst du in die Kirche, und ich mache einfach mal ein paar Beispiele von Leuten, die ich erlebt habe hier in der Kirche, die mega unfair behandelt worden sind. Es gibt Leute bei uns in der Kirche, vielleicht du. Du bist da und du suchst schon lange Freundschaften. Und du hast das Gefühl, die ganze Zeit, die anderen finden mehr Freunde. Alle sind beliebt und du bist immer noch allein. Es gibt Leute, die erlebt haben, du hast so viel investiert, du lädst Leute die ganze Zeit und wer fragt dann dich einmal? Niemand. Du hast vielleicht erlebt, solange du dich um andere kümmerst und immer wieder gehst nachfragen, fragt man, also bist du dabei? Und sobald du mal nichts mehr machst, fragt dich niemand mehr. Ich kenne Leute, die sind seit Jahren da, haben etwas geleitet, sind dabei und am Geburtstag hat niemand gratuliert. Ich habe Leute erlebt, die arbeiten mit, seit langem da. Und haben das Gefühl, niemand sagt mir Danke. Niemand sieht mich. Und gefördert werden immer die anderen. Ich habe Leute, die haben angefangen, Verantwortung zu übernehmen. Leiter haben sich gekümmert um Menschen. Und Leute in ihrer Small Group sind mal gekommen, mal nicht. Und dann sind sie gegangen und haben noch negativ geredet über sie. Das ist Kirche. Kirche ist leider auch oft unfair. Und wir müssen eine Lösung haben. Eine Lösung haben für die Bitterkeit, die in unserem Herz amigs vorkommt. Und da möchte ich zurückgehen zu dieser Geschichte der 3 Weisen. Es steht in Matthäus 2,1, da kamen einige Sterndeuter aus dem Land im Osten nach Jerusalem. Das Land im Osten. Sterndeuter, das ist das Wort Magoi, also es sind nicht Magier in dem Sinn, sondern es gibt eine Theorie, die ich euch vorstellen möchte. Das sind Leute so Priester aus dem Volk der Meder, also dort vom ehemaligen Babylon, aus der Stadt Ekbatana. Jetzt, die einen von euch kennen sich ein bisschen aus. Damals, wo die Assyrer Israel angegriffen haben, ein paar Jahrhunderte vor Christus, sind sie verschleppt worden ins Exil, viele, und sind auf Babylon gekommen. Und dort sind sie ein paar Jahre geblieben, bis einige wieder zurück haben können auf Israel. Dann haben sie einen Tempel dort aufgebaut und so weiter. Die Geschichte ist weitergegangen. Aber einige sind auch in Babylon geblieben. Juden sind dort geblieben und haben weiter geglaubt. Sie sind stark beeinflusst von Daniel und seiner Schrift, die ja auch dort geschrieben worden ist. Und wahrscheinlich sind das Leute aus dem Volk, geprägt von dieser Zeit, die gewusst haben, hey, es kommt bald ein Retter. Aber wo kommt der Retter? Zu uns. Wir gehören doch auch dazu, er ist doch auch für uns. Nein, dort hinten wieder auf Jerusalem. Auf die zurückgegangen sind. Zu denen kommt er wieder. Und sie haben sich Mühe gemacht, nicht einfach ihrem
Bitterkeit drin zu bleiben. So, sie haben gesagt, komm, jetzt gehen wir, laufen wir los. Vielleicht haben sie noch Kamel gehabt, wahrscheinlich, sind ein bisschen schneller. Ich habe es mal ausgerechnet, da gesehen, auf Google Maps. 399 Stunden haben sie wahrscheinlich gebraucht für den ganzen Marsch. Also fast 2000 Kilometer haben die hinter sich gebracht, um dem Jesus eben begegnen. Und lass uns die Geschenke anschauen, weil ich glaube, die Geschenke sind sehr relevant und haben gerade eben mit dem zu tun. Wie begegnen wir Jesus? Wer ist Jesus für uns? Hat viel mit unserem Herz zu tun, wie Jesus Frieden hineinbringen kann. Das erste Geschenk, das sie nämlich gemacht haben, ist Weihrauch. Und das ist, ich finde, es ist ein bisschen ein spezielles Geschenk. Weißt, wo meine Tochter auf die Welt gekommen ist, wäre es wie gewesen, du hättest ihr Räucherstäbchen geschenkt. Ist ein bisschen komisch für ein Baby, oder? Wow! Für alle, die jetzt den Rauch da schmecken, werdet ihr einen speziellen Frieden spüren. Nein, nicht, so ist es nicht. Nein, warum Weihrauch? Wir haben vorher gehört, das sind wahrscheinlich auch Priester gewesen, damals, und sie schenken Weihrauch. Und Weihrauch in dieser Kultur war ein priesterliches Geschenk gewesen. Für einen Priester. Sie haben das gekannt, sie haben den Duft gekannt. Der hat dazu gedient, auch im Tempel drin, dass man Gott begegnen konnte. Und ich liebe das Geschenk. Sie haben sozusagen gesagt, Jesus, du bist unser Priester. Jesus, du bist mein Priester. Und in Hebräer 7,24 steht es genauso. Jesus dagegen bleibt für immer Priester. Sein Priestertum wird nie enden. Und jetzt ist das extrem relevant. Im Tempel drin hat es an verschiedenen Orten ist der Weihrauch eben gebraucht worden und hat Leute hineingeleitet in diesen Schritt. Jetzt musst du dir vorstellen, wenn Jesus dein Priester ist, wenn du in den Tempel gehst zu ihm und sagst, hey Priester, ich habe da etwas, das mich belastet, ich habe ein Problem. Dann sagt der Priester nicht, okay, kannst du mir es geben, alles wieder gut. Sondern der Priester sagt, okay, komm rein, ich nehme dich Schritt für Schritt auf einen Weg mit, auf einen Prozess, dass deine Bitterkeit, deine negativen Erfahrungen auf die Seite gehen können. Und amigs haben wir bei Jesus so das Gefühl, er sei unser Lastesel. Aber Jesus ist unser Priester. Er, der uns annimmt. Und dann kommt er und sagt zu dir, als erstes, nimm mal an, dass ich dich liebe. Und dann gehen wir weiter. Als nächstes, du bist verletzt von anderen. Ich will aber, dass du zuerst selber um Vergebung bittest. Und als nächstes sagt er vielleicht, hey, und jetzt will ich, dass du mich anbetest für das, was schon gut ist und dankbar bist. Und als nächstes, und jetzt will ich vergeben, will ich, dass du vergisst. Und als nächstes, und jetzt möchte ich, dass du wieder aufstehst und wieder vorne schaust und meine Hoffnung annimmst. Und so führt dich Jesus Schritt für Schritt weiter. Und das ist nicht immer angenehm. Es wäre einfacher, einen Jesus als Lastesel zu haben, als einen Priester. Aber das bringt wieder Gesundheit in dein Leben. Schon Weihrauch selber hat eine desinfizierende Wirkung. Es wirkt angstlösend und antidepressiv. Lass uns Jesus zu unserem Priester machen, der uns führen in unserem Leben. Eine Frau, die das selber in ihrem Leben erlebt, wie Ungerechtigkeit Jesus nicht einfach schnell wegnehmen, sondern wie Jesus ein Priester ist. Salome, Applaus für dich. Yes, vor ein paar Jahren habe ich meine erste Führungsfunktion übernommen. Und ich habe auch ganz gesagt, hey, das ist meine erste Führungsfunktion, ich habe keine wirkliche Erfahrung. Und sie haben gefunden, ja, das ist kein Problem, wir unterstützen dich, du kannst reinkommen. Dann ist das Probezeitgespräch gekommen und es heisst, ich tue meine Anforderungen nicht erfüllen, ich mache nicht, was von mir gefordert wird, ich muss mehr leisten. Und ich habe mich dort eigentlich schon das erste Mal wirklich wie verbittert gefühlt, der Vertrauensbruch. Dann hat es Situationen gegeben, wo ich mich bloßgestellt gefühlt habe von meiner Chefin, in Situationen in der Gruppe, von meinem Team. Und es ist immer weitergegangen, bis ich in so eine Abwärtsspirale hineingekommen bin und ich die Lüge angefangen zu glauben habe, die sie über mir ausgesprochen hat. Ich hatte so ein niedriges Selbstwertgefühl, ich konnte in der Nacht nicht mehr schlafen und ich habe immer alles durchgedacht. Bis ich nach einem Jahr gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich gehe nicht. Und sie haben mir sogar angeboten, einen neuen Job für mich zu finden. Und dann bin ich auf Pontresina gegangen zu Verwandten und Gott hat mich einfach empfangen, hat seine Liebe mir geschenkt.
Und das ist genau das, was ich gebraucht habe. Sie haben mir dann einen weiteren Job angeboten und ich bin wieder zurückgegangen ins gleiche Geschäft unter einer anderen Führung als normale Mitarbeiterin. Und habe aber jedes Mal, wenn ich meine ehemalige Chefin gesehen habe, so eine Ungerechtigkeit gespürt, so eine Gerechtigkeit, wo ich zeigen wollte, was sie gemacht hat. Und an einem Abend ist mir Jesus begegnet und hat gesagt, Salome, du hast Unvergebung in deinem Herz. Solange du die Bitterkeit in deinem Herz lässt, solange du ihr nicht vergisst, wirst du nie heil werden. Du vergisst ihr und morgen gehst du zu ihr und sagst, du hast ihr vergeben. Und ich, ja sicher. Und dann bin ich am nächsten Tag gegangen und habe gesagt, Jesus, wenn du das machen willst, dann musst du machen, ich mache gar nichts. Und am Abend ist sie dann an mir vorbeigelaufen, es war Feierabend und irgendeinem Grund drehe ich mich umdrehen und frage sie, hey, wie geht's dir? Sie hat dann recht ehrlich geantwortet, nicht gut. Und ich konnte ihr sagen, hey, ich bin immer noch so verletzt von dir, von dieser Zeit, die wir hatten, aber ich merke, ich muss das loslassen. Und ich wollte ihr einfach sagen, ich lasse dich los und ich vergebe dir. Und sie hat mich auch umarmt für eine recht lange Zeit. Sie ist dann in die Ferien gegangen und als sie zurückgekommen ist, sind 3 Sachen ganz entscheidend geändert. Das Erste, ich war frei. Es ist ein Stein von mir abgefallen. Ich konnte die Vergebung, die Jesus mir versprochen hat, annehmen, weil ich vergeben vorher. Es hat Platz in meinem Herz. Ich habe Frieden verspürt. Der ganze Gerechtigkeitswahn war weg. Zweitens, die Beziehung zu ihr hat sich total geändert. Sie hat Freude gehabt, als sie mich gesehen hat. Sie hat mich umarmt. Sie hat mir Kompliment gemacht. Sie hat nach meinem Rat gefragt. Ganz andere Person. Und drittens, jemand ist letztens auf mich zugekommen und hat gesagt, sie weiß nicht warum, aber sie merkt, dass sie sich geändert hat. Irgendwie ist sie ruhiger geworden. Und das sind Zeichen für mich, die einfach nur Jesus machen kann. Hey, all die Gebete, die ich kann, wenn ich für sie eingestanden bin, hat gewirkt. Und ich sehe es. Und jetzt verlasse ich das Geschäft und statt dass ich mit Jubelschrei rausgehe, fällt es mir sogar schwer. Und ich werde sie vermissen. Und das ist einfach ein riesen Wunder. Danke, Salome. Ich finde es so krass, wenn wir Jesus unser Priester sein lassen, dann braucht es manchmal Schritte und Wege, die noch challenging sind. Aber wenn wir Jesus, unser Herr, unser König und unser Priester lassen, dann ist es eben auch, dass er unser Heiland ist. Jetzt ist es ein altes Wort, aber ich muss es schnell erklären. Das 3. Geschenk ist die Myrrhe, die sie ihm geschenkt haben. Jetzt, die Myrrhe kommt im Leben von Jesus dann schon noch mal vor. Als er gestorben ist, haben sie ihm seinen Körper einbalsamiert mit Myrrhe. Mit dieser Salbe haben sie ihn gesalbt. Also, sie haben von Anfang an gewusst, der Jesus, der da ist, der Jesus, der da in dieser Krippe liegt, wird der sein, der unser Heiland ist. Der wird mit seinem Leben zahlen, so wie es der Prophet Jesaja gesagt hat. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft. Und jetzt kommt es, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden werden wir geheilt. Und sich Jesus zu nähern, in aller Bitterkeit, und sagen, nicht Rach wird mir Frieden schenken, sondern mein Priester wird mich leiten dort an, wo er mit seinem Berühren meine Wunden wieder heilen kann. Das bringt Frieden in unser Leben. Wir haben heute über emotionales Chaos geredet. Und ich möchte dich einladen, jetzt in einem Moment einfach, mach's wie die 3 Weisen und nimm, vielleicht ist es ein weiter Weg, bis du kannst Jesus wirklich an deine innersten Verletzungen und dein innerste Chaos anlassen. Aber mach doch das heute. Komm heute zu dem Jesus und sag, Jesus, in mein emotionales Chaos, bitte bring du Frieden. Einfach mal bring den Wunsch. Ich brauche dich, Jesus. Gott meint so gut mit dir. Und damit sind so einzelne Sachen, die bei einer Message rausstechen, ganz speziell. Und ich glaube, das ist der Heilige Geist, der geredet hat. Und dann sind das so wie Schätze und Edelsteine, die du behalten sollst. Vielleicht schreibst du es auf oder einfach prägst es gut ein und nimmst es mit in deinen Alltag hinein.
Wenn diese Message dich ermutigt hat, dann wollen wir dich ermutigen, dass du sie weiterschickst an einen Kollegen. Oder wenn du andere Messages vom Sunday Night Kanal möchtest finden, dann findest du die gerade da. Und wenn du es noch vergessen hast bis jetzt, subscribe und like unseren Kanal. Wir haben auch einen Telegram-Channel, wo du immer alles erfährst, was passiert in unserer Sunday Night Community. Auch dort kannst du uns abonnieren. Geniess die Adventszeit und bis nächste Woche. Tschüss.